Guten Morgen miteinander. Da kommt auch noch was und dann ist das alles so, wie ich das gerne hätte. Hey, heute das erste Mal für mich auf dieser Bühne. Sehr komisch, aber gut, aber sehr gut. Aber es ist so, als ich da ganz da hinten gesessen bin, habe ich gedacht, ich sehe gar niemanden, aber ich sehe euch. Aber ich habe keine Ahnung, ob die da hinten mich sehen, weil ich bin ja eher so ein bisschen kürzer geraten. Und dann habe ich gedacht, ich habe schon Matthias Saladin nicht wirklich gesehen. Und dann habe ich mir überlegt, ich mache einfach so alle 5 Minuten, mache ich die Hand nach oben, dann wisst ihr, wo ich stehe. Aber das habe ich dann nicht mehr vorbereitet. Ich habe mir überlegt, ich könnte auch noch ein Bild von mir an diese Hand kleben und dann zwischendurch so machen. Dann wisst ihr auch nicht nur, wo ich stehe, sondern auch ein bisschen, wie ich aussehe. Aber ihr müsst ja vor allem zuhören und ich hoffe, das funktioniert an allen Plätzen. Und wir haben es gehört, wir sind inmitten dieser Serie Salz und Licht oder Licht und Salz. Und wir befassen uns damit, wie Jesus uns zuspricht. Ihr seid das Salz und ihr seid das Licht. Ich lese die Stelle noch einmal vor. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll man dann salzen? Es taugt nichts mehr. Man wirft es weg und die Leute zertreten es. Und ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch nicht ein Licht an und stellt es dann unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit es leuchtet allen im Haus. Und so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde diese Stelle hier in Matthäus einerseits so ein unglaublich kraftvolles Bild. Und Jesus ist ja ein Meister, um das, was ihm wichtig ist, in Bildern und Geschichten zu erklären und verständlich zu machen. Damit so die Jünger, damit die Menschen, die mit ihm herumzogen, damit wir heute noch so diesen Jesus, das meinst du, Moment haben. Oder so, jetzt komme ich raus. Und ich finde, diese Bilder vom Salz und vom Licht, die geben uns definitiv diesen Moment von, Jesus, das meinst du. Aber diese Bilder, die können so im Verlauf oder die könnten im Verlauf unserer christlichen Karriere, zumindest ist das bei mir so, die können auch so zu einem, ehrlich jetzt oder, ja genau, kenne ich, jetzt kommt das noch, Moment führen. Und ich bin schon sehr lange in den unterschiedlichsten christlichen Settings unterwegs und diese Stelle vom Licht und vom Salz, die kann ich fast nicht lesen, ohne dass eben diese Bilder, diese inneren Bilder von Evangelisation aufkommen. Das hat sich bei mir wie so miteinander verbunden. Und da tauchen so Bilder von Straßenevangelisation, früher noch Zeltevangelisation, von VIP-Listen, die man führt. Und immer wieder so dieser vermeintliche Druck, ja, wir müssten da dann eigentlich immer und überall am besten auf dem Clara-Platz evangelisieren. Und beim Thema Evangelisation, da bin ich ganz ehrlich, da bin ich sowieso so ein bisschen zwiespältig. Da kommen bei mir so die unterschiedlichsten Gefühle auf. Oft ein bisschen Fremdschämen, dieser Druck, aber ganz oft auch so ein Ärger. Irgendwie so ein Ärger über das, wo ich das Gefühl habe, sich den anderen Menschen so auf eine unangenehme Art und Weise aufdrängen. Oder manchmal schon fast so wie ein Missbrauch. Und das Thema von heute, und ich finde das so schön, ist, ohne Liebe, vergiss es. Man könnte nämlich auch sagen, das ist die Grundlage, das ist das Wichtigste. Ohne Liebe kannst du nicht Salz, kannst du nicht Licht sein. Ohne Liebe
ist dein Salz eben fade oder dein Licht ist nicht da, weil es verdeckt ist. Im 1. Korinther ein Vers oder eine Stelle, die wahrscheinlich alle oder viele von uns kennen, da steht es: Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wär ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Kennst du diese Kindertrommeln? So ganz aus Blech. Und wenn da, das ist eine Strafe. Vor allem in Kombination mit sehr, sehr eifrigen Kindern und noch viel, viel ausdauernden Kindern. Und wenn die da nicht nur 5 Minuten, auch nicht 50, sondern gefühlt 5 Stunden, 5 Tage, egal wo die bist, das wird einfach drauf gehämmert. Das ist unerträglich. Und ohne Liebe sind wir genauso. Ein dröhnendes Erz, ein dröhnendes Metall, eine lärmende Pauke, eine unsägliche Kindertrommel, unerträglich. Das ist nicht schön. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und damit Berge versetzen könnte und wenn ich nur schon einen kleinen Teil davon hätte, ganz ehrlich, ich wäre sehr glücklich. Und ich würde finden, wow, das hast du richtig gut gemacht. Schulterklopfen. Aber Paulus sagt, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und nichts ist sehr, sehr wenig. Nichts, das ist weniger als ein Wurm und im gleichen Moment entschuldige ich mich bei dem Wurm. Weil der Wurm, der hat durchaus eine wichtige Funktion. Aber ohne Liebe haben wir keine Funktion. Wenn ich mein ganzes Habe verschenkte, meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, und wir steigern uns da im Level. Und Paulus macht seinen Punkt klar. Hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts, gar nichts. Du kannst genauso gut den ganzen Tag auf dem Sofa liegen, Netflix schauen und Paprika-Chips essen. Und ich ergänze da noch einen Vers, der ist von mir. Wenn ich mit aller Kraft leuchten und Salz sein würde, mit ganzer Hingabe und vielen überzeugenden Worten evangelisieren und Menschen sogar zur Umkehr bewegen oder drängen würde, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nicht mehr als eine Pain Indie. Könnt ihr euch vorstellen. Paulus ist deutlich. Ohne Liebe geht nichts. Ohne Liebe können wir es vergessen. Und in Matthäus 22, einer meiner Lebensstellen, steht, als die Pharisäer hörten, wie Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, dachten sie sich eine neue Frage aus, um ihn eine Falle zu stellen. Und ein Gesetzeslehrer fragte ihn dann, ja Lehrer, welches ist denn das wichtigste Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortete ihm, und er zitiert hier eine Stelle, die die Pharisäer bestens kannten aus dem 5. Mose 6. Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Und dann hängt er sehr elegant so einen zweiten Teil an und sagt, ja und übrigens, es gibt dann ja noch ein zweites Gebot, das ist genauso wichtig wie das erste. Er macht also aus einem Gebot macht er 2 und in dieses zweite Gebot packt er gleich 2 Gebote rein, also aus 1 macht 3 und er sagt, ebenso wichtig, und auch hier bezieht er sich auf Stellen im Alten Testament, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote, alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Alles, was Gott wichtig ist, alles ist zusammengefasst in diesem Gebot oder in dieser Aufforderung der Liebe. Alles findet seinen Ursprung, alles ist getragen und alles endet in der Liebe. Ohne Liebe, vergiss es.
Und wenn wir etwas über die Liebe lernen möchten, dann lohnt es sich zu schauen, wie war denn Jesus? Weil er ist ja Liebe. Wie würde er es machen, wenn er heute physisch und sichtbar hier mitten unter uns wäre und wir mit ihm unterwegs wären? Es gab doch vor vielen Jahren so diese What would Jesus do Bändeli. Und so die Rebellin in mir, die hat sich immer schon dagegen gewehrt und wehrt sich heute noch. Ich würde nie so ein Bändeli anziehen. Aber die Frage dahinter, die ist grandios. Die ist so einfach, aber die ist so effektiv. Was würde Jesus machen? Nicht was würde ich machen, nicht was würde das ICF sagen, die katholische Kirche, was würde dieser Prediger oder dieser Influencer sagen, sondern was würde Jesus machen? Wie würde er ganz konkret in dieser Situation reden, handeln und vielleicht noch fast wichtiger, wie würde er eben nicht reden? Wie würde er eben nicht handeln? Was würde er eben nicht sagen und nicht machen? Wie ist sein Wesen? What would Jesus do? Wenn wir diese Frage anfangen, uns ganz ehrlich und echt zu stellen, dann wird diese Frage ganz schnell sehr, sehr herausfordernd. Und ich möchte so ein paar Begegnungen anschauen, die Jesus mit Menschen hatte. Was hat Jesus in diesen Begegnungen gemacht? Ich möchte so ein paar verschiedene Aspekte von dieser Liebe von Jesus genauer anschauen. Und wie immer mein Standardsatz, es gäbe noch so viele andere Stellen oder andere Aspekte, andere Seiten dieser Liebe, die wichtig sind. Aber die sind so mir bei der Vorbereitung im Zusammenhang mit Salz und Licht wichtig geworden. Eine der ersten Begegnungen, die Jesus hatte mit Menschen, das war bei seiner Geburt. Und das müssen wir uns vorstellen. Da kommt Jesus, so Teil des dreieinigen Gottes, allmächtig, erhaben, Schöpfer und Herrscher von Himmel und Erde. Und er ist einfach nur heilig, heilig, heilig. Und Gott kommt auf diese Erde. Und er hat wirklich alle Möglichkeit zu entscheiden, wie will ich mich diesen Menschen zeigen, wenn sie mich das erste Mal sehen. Wie will ich mich präsentieren? Wie will ich mich zeigen? Wir kennen diesen Spruch, der erste Eindruck zählt. Was ist mein erster Eindruck? Und da ist also dieser dreieinige Gott und vielleicht zusammen mit den Engeln überlegen sie, wie machen wir das? Jemand sagt, ja komm, wir fahren so richtig auf. Glitzer, Glanz, Explosionen und eine Explosion nach dem anderen. Entschuldigung, meine Stimme. Kann ich ein bisschen Wasser haben? Also das wird so richtig groß. Vielen Dank, das ist mein Mann. Also, Glitzer, Glanz und Explosionen und dann Rauch. Und wenn der Rauch sich verzieht, dann stehe ich da. Jesus, Sohn Gottes, Messias, Retter der Welt. Und Gott entscheidet, nein, ich mache das ganz anders. Das soll nicht der erste Eindruck von mir sein. Ja, und ich bin heilig. Und ich bleibe heilig. Ich bleibe Gott, Herrscher und Schöpfer der Welt. Ich bleibe allmächtig. Ich bleibe unendlich groß. Aber ich komme als Baby in einem schäbigen Stall, nackt, hilflos, unbedrohlich, auf Augenhöhe. Das soll mein erster Eindruck sein. Und die Menschen, sie werden erfahren, dass ich heilig bin. Sie werden erkennen, dass ich unglaublich groß, dass ich allmächtig, dass ich Schöpfer von Himmel und Erde bin. Aber ich bin ein Gott, der auf Augenhöhe begegnet. Und so schickt Gott die Engel zu den Hirten. Und die Engel erzählen den Hirten, dass ihnen der Retter geboren ist als Kind. Und die Hirten, die gehen sofort in diesen Stall.
Und dann sehen sie diesen Messias, sie sehen diesen Retter und denken, ja, die Engel haben schon gesagt, ein Kind ist uns geboren, aber so ein bisschen mehr Superkind hätte ich vielleicht schon erwartet. Irgendwas. Und sie zotteln ziemlich enttäuscht davon. Nein, das steht nicht. Es steht, dass sie ergriffen waren von diesem kleinen Kind. Und sie können nicht anders. Sie haben diese erste Begegnung mit Jesus. Und sie können nicht anders, als zu gehen und es allen zu erzählen, was sie da gesehen haben. Und dann kommen diese 3 Sterndeuter. Das sind so Nichtjuden. Die sind nicht gläubig, die sind Heiden. Die glauben nicht so wie die anderen. Und sie suchen diesen König der Juden. Und sie finden dieses Baby in einem schäbigen Stall, in einem sehr, sehr unerwarteten und sehr seltsamen Setting. Da ist dieser Stall, Vater, Mutter, ein Kind in der Futterkrippe und als Hofstaat so ein paar Tiere, die da auch noch stehen. Und so ein leicht verdutzt und verwirrt aus der Wäsche gucken und denken, ja, heute ist aber sehr viel los in unserem Stall. Und sie fressen da ihr Fressen und denken, ja, da liegt ja jemand in meiner Futterkrippe. Und denken, wo esse ich dann? Und aus ihren Körperöffnungen kommt heraus, was bei Tieren so herauskommt. Und es stinkt. Es passt überhaupt nicht. Aber als diese Sterndeuter diesen Jesus sehen, wissen sie, und das ist dieser König der Juden und sie geben ihm Ehre. Und wir wissen nicht, was mit diesen Sterndeutern später geschehen ist. Wir wissen nicht, ob sie dort Nachfolger von Jesus wurden, ob sie es vielleicht später wurden oder nicht. Aber ich bin mir sicher, diese Begegnung, die hat ihr Leben verändert. Was sie damit machen, das ist ihre Entscheidung. Und Jesus zeigt sich den Menschen immer auf Augenhöhe. Und so begegnet Gott, so begegnet Jesus uns heute noch in Liebe auf Augenhöhe. Und wenn wir Licht und Salz sein wollen, dann tun wir gut daran, anderen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Und wenn wir weiterschauen, dann sehen wir, Jesus hat das immer gemacht. Als er lange Zeit unterwegs war mit seinen Jüngern, aber manchmal so in ganz kleinen, kurzen Begegnungen oder als er bei Nachtessen war, bei Leuten, die er vorher noch gar nicht gekannt hat, er lässt sich immer ganz auf einen Menschen ein, egal wo dieser herkommt, egal ob der angesehen ist in der Gesellschaft oder nicht. Und ich glaube, ein Problem, das wir so haben, ist, wir neigen dazu, andere Menschen nicht als Gegenüber auf Augenhöhe zu sehen, sondern wie als Projekte. Und wir haben oft so Hintergedanken. Wenn ich Gutes tue, dann habe ich eine Grundlage, dass ich nachher sagen kann, was richtig und falsch ist. Wenn ich eine Verbindung schaffe mit dem Menschen, und ich weiß, wie man Verbindungen schafft, weil in Kurs 7.2 habe ich das gelehrt, ich zeige Interesse, ich frage nach, ich suche Gemeinsamkeiten und dann kann ich sagen, wie der Hase läuft, dann kann ich zuschlagen und dann kann ich meine Meinung sagen. Aber das ist nicht auf Augenhöhe. Das ist nicht ehrliches, das ist nicht echtes Interesse. Das ist vielmehr so ein Kalkül, fast so wie ein Verkaufsgespräch im Mediamarkt. Und ich glaube, es lohnt sich, uns selbst immer wieder ganz ehrlich zu hinterfragen, kritisch zu hinterfragen. Liebe ich meine Mitmenschen wirklich? Habe ich zum Beispiel wirkliche Freunde, die anders denken, die anders glauben und Freunde bleiben, auch wenn sie ihr ganzes Leben lang anders denken und glauben? Oder habe ich, wenn ich ehrlich bin, nur gleichdenkende, gleichgeschaltete Freunde und dann noch Projekte, die ich bearbeiten will und bearbeiten möchte? Lasse ich andere Menschen, egal ob sie den Glauben mit mir teilen
oder nicht, wirklich an meinem Leben teilhaben. Mit all meinen Fragen und Unsicherheiten, zum Beispiel auch in Bezug auf den Glauben. Es lohnt sich zu fragen, lasse ich mich auf mein Gegenüber wirklich ein? Lasse ich mich auf andere Gedanken und Sichtweisen und Meinungen wirklich ein? Und lasse mich auch mal herausfordern und hinterfragen? Oder möchte ich eben einfach mein Programm an meinen Projekten abspulen? Und Jesus begegnet nie Projekten. Er begegnet immer Menschen. Mit echtem und mit ehrlichem Interesse auf Augenhöhe. Der zweite Aspekt ist, Liebe ist gnädig und verurteilt nicht. Ich habe vorher gesagt, der erste Eindruck zählt. Es gibt aber auch noch so einen zweiten Spruch. Dort heißt es, der erste Eindruck zählt und der letzte Eindruck bleibt. Und einer der letzten Eindrücke, die Jesus hinterlässt, eine der letzten Begegnungen, die Jesus hatte, bevor er stirbt, ist am Kreuz. Und Jesus hängt da zwischen zwei Verbrechern. In der Lutherbibel heißt es sie heißen sie Übeltäter. Und der eine Mann, einer der Übeltäter, der verspottet Jesus. Und er sagt ihm, du nennst dich doch Retter. Dann mach doch was. Dann rette dich doch selber und uns kannst du gleich mitretten. Und als ich das nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja eigentlich fast absurd. Das sind diese Männer, inmitten da hängen diese Männer, verurteilt in den allergrößten Schmerzen. Schmerzen, die wir uns vielleicht fast nicht vorstellen können. Im Todeskampf. Und diesem Mann kommt nichts Besseres in den Sinn, als einen anderen zu verhöhnen. Und dann entsteht ein Gespräch. Und der andere Verbrecher findet, hey du, wer bist du eigentlich? Wir sind zu Recht verurteilt, aber er nicht. Und er erkennt, dass das neben ihm, dass das wirklich der Sohn Gottes ist, dass das wirklich der Retter der Welt ist. Und er sagt zu ihm, also er sagt zu Jesus, Herr, wenn du heute in dein Reich kommst, dann denk an mich. Und als diese Bibelstelle so lebendig wurde für mich, da hatte ich das Gefühl, dass nur schon der Gedanke für diesen Mann, nur schon der Gedanke, dass Jesus, der Retter der Welt, der Sohn Gottes, an ihn denken könnte, dass das ihm Trost gegeben hat. Und Jesus sagt, hey, weißt du was? Ich werde nicht nur an dich denken, sondern wir werden zusammen in diesem Reich sein. Und er hält ihm nicht die Fehler, er hält ihm nicht die Schuld entgegen. Er sagt nicht so, endlich hast du erkannt, es wurde aber auch höchste Zeit, dass du ein erbärmlicher Sünder bist. Sondern wie Jesus reagiert, ist es vielmehr, endlich hast du erkannt, wie sehr ich dich liebe. Und dort, wo dieser Mensch der Liebe Gottes, der Liebe von Jesus begegnet, dort erkennt er auch seine Schuld. Und Jesus sagt, ja, da ist seine Schuld, aber meine Gnade ist größer. In Johannes 1,17 heißt, denn das Gesetz, und das Gesetz, das zeigt uns ja die Schuld, wurde durch Mose gegeben, aber die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. In der Hoffnung für alle ist es so übersetzt. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit all seinen Forderungen. Aber nun ist uns durch Jesus Christus seine Gnade und seine Wahrheit begegnet. Und ganz ehrlich,
wir Christen haben manchmal so eine seltsame Art. Anstatt, dass wir die Liebe, dass wir die Gnade, dass wir die Freiheit, dass wir die Heilung, dass wir die Hoffnung, dass wir die Größe, dass wir die Allmacht von Gott leben, erzählen, verkünden, aus uns fließen lassen, halten wir den Menschen lieber vor, was sie schlecht machen und was sie falsch machen. Und wir fangen an zu bewerten, zu kategorisieren, verurteilen und richten. Aber das ist nicht unser Job. Vielmehr können wir darauf vertrauen, dass wenn wir Menschen so lieben, wie Gott sie liebt, in unserem Handeln, in unserem Denken, in unserem Sein, in unseren Worten, wenn wir so Licht und Salz sind, dann wird die Liebe und die Gnade überführen. Und es ist mir ganz wichtig, nicht falsch verstehen, ich finde es ganz wichtig, gegen Unrecht aufstehen, Sachen nicht verharmlosen, Sachen beim Namen nennen, das ist auch Liebe. Das ist wichtig und das ist richtig. Die Predigt von letzter Woche, ich finde, die hat uns so viel auch in Bezug auf das gezeigt. Aber es geht um die Haltung, die Jesus hatte. Es geht um die Haltung, die wir haben oder eben nicht haben. Liebe ist gnädig und verurteilt nicht. Und jetzt brauche ich meinen Mann noch einmal. Ich habe das Buch vergessen. Danke. Sorry, bin heute ein bisschen verwirrt, da es ein neuer Ort ist alles ganz anders. Also, ja, das Zahnbürstchen hätte ich dann auch noch gerne. Das ist gut. Wenn man so selten wie ich predigt, dann ist man verwirrt. Nein, aber wenn man das sozusagen als Dienst neben dem, dass man ja dann auch noch eine reguläre Arbeit hat, dann ist das, kann ich mir vorstellen, nicht so wie bei einem normalen, sofern wir normale Pastoren haben, aber dann ist es nicht so, Entschuldigung, aber auf den habe ich mich gefreut. Also, dann ist das nicht so wie bei einem normalen Pastor, der eben immer 3, 4, 5 Predigten offen hat und dann noch 7 Kurse und noch eine Predigtplanung und ganz viel so geistliche Sachen gleichzeitig laufen hat. Nein, wenn ich predige, dann habe ich diese eine Predigt. Und auf diese eine Predigt kann ich mich vorbereiten und das mache ich sehr, sehr lange. Ich brauche wirklich unglaublich lange für eine Predigt. Und bei mir in einem Volontierarbeitszeugnis würde nicht speditiv und effizient stehen. Definitiv nicht. Ich lohne nicht. Aber diese Wochen, die sind für mich so unglaublich wertvoll. Weil ja, natürlich, ich frage immer, das verspreche ich euch, ich frage immer, Gott, was möchtest du den Menschen hier im Saal, was möchtest du den Menschen, die online zuhören, was möchtest du ihnen sagen, wie möchtest du ihnen begegnen? Aber ich habe immer diese eine Erwartung und diese eine Frage, Gott, welchen Schatz oder welche Schätze hast du für mich? Und ich hatte so meinen ersten Schatz, als ich mich am Nachmittag in den Fastnachtsferien, am ersten Montag in den Fastnachtsferien, das erste Mal hingesetzt habe für die Predigtvorbereitung. Und ich habe dann so die Angewohnheit, ich stöbere dann einfach so mal, nehme so ein paar Bücher hervor, wo ich denke, da könnte was drin stehen zu diesem Thema. Und so fange ich mich an, so in ein Thema hineinzudenken. Und an diesem Nachmittag habe ich das Buch The Red Letter Revolution oder die Jesus-Revolution von Shane Claiborne und Tony Campolo habe ich da reingelesen. Tony Campolo, der ist inzwischen verstorben, aber wann war das? 2014 war er Gastredner an der 15 Jahre ICF-Konferenz. Das war für mich so ein unglaubliches, unvergessenes Erlebnis. Und in dem Buch erzählt Tony Campolo unter anderem eine Geschichte, die seine Frau sehr, sehr mag. Und ich möchte die euch vorlesen. Es heißt da, meine Frau Peggy erzählt gern folgende Geschichte.
Petrus hat ja dem Volksglauben nach den Job am Himmelstor zu stehen und alle einzustecken. Paulus dagegen ist immer noch der große Verwalter, der er sich hier auf der Erde erwiesen hat. Seine Aufgabe ist es, die Leute im Auge zu behalten. Also das ist nicht so in der Bibel, aber es ist eine Geschichte, die im Himmel sind. Es machte ihm allerdings seit einiger Zeit zu schaffen, dass im Himmel immer mehr Leute drin waren, als laut Petrus Liste hineingelassen wurden. Und diese Diskrepanz, das plagte beide gewaltig. Doch eines Tages kam Paulus zu Petrus gerannt. Jetzt habe ich es herausgefunden, was da los ist. Es ist Jesus. Er hilft den Menschen, weiter hinten heimlich über die Mauer zu klettern. Und Peggy liebt diese Geschichte, weil sie davon überzeugt ist, dass sie eine Wahrheit enthält. Während die Kirchen, ich ergänze, während wir Christen meinen, sie wüssten, wer in den Himmel kommt und wer nicht, arbeitet Jesus hinter den Kulissen, liebt die Menschen einfach und hilft ihnen über die Mauer. Und als ich diese Stelle oder diese Geschichte gelesen habe, ich habe so die Angewohnheit, ich lese oder ich rede beim Predigtvorbereiten immer so halblaut vor mich hin. Eigentlich mache ich das immer beim Spazieren, beim Velofahren. Und ich glaube, es gibt Leute, die haben inzwischen ein bisschen Angst vor mir, aber ich bin harmlos. Aber als ich mir das so vorgelesen habe und als ich das selber gehört habe, diese Stelle, während die Kirchen meinen, sie wüssten, wer in den Himmel kommt und wer nicht, arbeitet Jesus hinter den Kulissen, liebt die Menschen einfach und hilft ihnen über die Mauer. Da kamen mir einfach die Tränen. Und ich habe diese Stelle an diesem Tag 3, 4, 5 Mal gelesen und jedes Mal das Gleiche. Und ich bin in dem Moment, bin ich so Jesus begegnet. Und ich habe nochmal gemerkt, was für ein liebender, was für ein unkonventioneller, rahmensprengender Jesus er ist. Ich habe so das Wesen von Jesus noch einmal neu entdeckt. Und so ist es in ganz, ganz vielen Geschichten in der Bibel, die wir lesen. Ganz oft, wenn Menschen eine Begegnung mit Jesus hatten, mit seiner Liebe, dann ist bei ihnen etwas passiert. Und sie sind als veränderte Menschen aus dieser Begegnung gegangen. Sie haben selber erzählt, sie haben selber erlebt, was sie mit Jesus erlebt haben. Weil sie diesen Jesus erkannt und begriffen haben, weil sie berührt und weil sie begeistert waren von diesem Jesus. Und da kommen wir zum letzten Punkt. Liebe, die wächst aus der Begegnung mit Jesus. Lass dich immer wieder neu von Jesus begeistern. Ich habe da so eine Schatzkiste da. Was sind deine persönlichen Schätze, die du mit Jesus gehabt hast, die du mit Gott hast? Bei mir sind das oft Geschichten. Ich bin so ein Geschichtenmensch. Wenn diese Geschichten aus der Bibel plötzlich lebendig werden und ich so merke, was das für die Leute, für die Menschen damals bedeutet, was das für mich bedeuten könnte, und ich wie Teil dieser Geschichte werde. Aber ich habe noch so viele andere Schätze, so viele Aha-Erlebnisse, so viele Momente, wo ich begreife, so bist du, wo ich seine Größe, seine Allmacht erlebe. Begegnungen, alles hier in meiner Schatzkiste drin. Und diese Geschichte, die ich während der Vorbereitung hatte, das ist so mein neuester Schatz. Und der kommt da in diese Schatzkiste hinein. Aber was hier in dieser Schatzkiste drinnen ist, das soll nicht da drinnen sein und einfach verstauben, sondern ich will diese Schatzkiste immer wieder aufmachen und ich will da reinschauen und will mich daran erinnern und mich wieder neu begeistern lassen von Jesus. Und das Schöne ist, diese Schatzkiste, die hat noch ganz, ganz viel Platz. Da können noch ganz viele Schätze, Erlebnisse, Begegnungen mit Gott reinkommen. Und was ist in deiner Schatzkiste drin? Welche Begegnungen mit Menschen?
Welche Bilder, die du in der Worship hattest, Erlebnisse in der Natur, welche Bibelverse, welche Predigtstellen, welche Begegnungen mit kleinen Kindern, wo du denkst, die haben etwas begriffen von Jesus. Bewahr es da auf und geh immer wieder in diese Schatzkiste rein und hole es wieder hervor und such nach neuen Schätzen. Weil aus diesen Begegnungen, die du mit Jesus hast, dort kann dein Herz verändert werden, damit du so lieben kannst, wie Jesus das gemacht hat. Dass du anderen Menschen auf Augenhöhe, mit echtem Interesse, mit ehrlichem Interesse, dass du Menschen und nicht Projekten und dass du Menschen in Gnade, ohne zu verurteilen, begegnen kannst. Und so werden wir wirklich Salz und Licht. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, zusammen das Abendmahl zu feiern. Und Jesus hat den Jüngern gesagt, hey, macht das immer wieder. Macht das, dass ihr euch erinnern könnt. Macht das, weil das ist ein Teil von eurer Schatzkiste. Ich bin ans Kreuz gegangen, weil ich dich liebe. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Und er sagt ihnen, hey, erinnert euch an meine Gnade, erinnert euch an meine Liebe, erinnert euch an meine Gegenwart mitten unter euch. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du eingeladen, dieses Abendmahl zu feiern. Und wenn du heute vielleicht dieser Liebe von Jesus begegnet bist und wenn du vielleicht gemerkt hast, ja, diesem Jesus will ich nachfolgen, dann bist du auch eingeladen, dieses Abendmahl zu nehmen. Aber dann komm doch nach dem Gottesdienst hier nach vorne zum Gebetsteam, vielleicht zu mir und lass uns dann zusammen beten und lass uns das festmachen. Ich glaube, das ist gut, wenn man das mit jemandem teilt.